Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch gurden Jetzt Kasperl. Leid, es geht weiter. Wir sind Teil 8 diese blaue Eierbärchen-Geschichten. Ich habe den Anfangsteil übersprungen. Ne? Wie gesagt, ihr seht das alles, könnt ihr euch alles nochmal beim Heiligen Ofenkäse anschauen. Am Anfang geht es hier um diese 18-Jährige. Die ist ja wohl in Zwischenzeit, was ich jetzt so mitgekriegt habe, von diversen Hatern, unter anderem Furchi, ziemlich exposed worden als, die Lulu-Lady, ne? Also von wegen, sie kannte ihn vorher nicht und sie hat keine Ahnung gehabt und dann tauchen Bilder auf von vor einem Jahr bei der Zahnstein-Staffel, wo sie praktisch schon am Start ist. Ja, äh, wie gesagt, auch bei den Blaueierbärchen-Geschichten. Grain of Salt, Leute. Grain of Salt. Klar, wenn sie jetzt einfach wirklich direkt Voice-Nachrichten oder sowas von ihm liegt oder halt die Telefonate, die sie geführt haben, dann, aber die Geschichte von wegen, ich kannte den vorher nicht und ich bin nicht von Anfang an als Bärchen da reingegangen, da sind wir uns da mal alle einig, dass das höchstwahrscheinlich Bullshit ist und ich weiß nicht, manche von diesen Leuten vielleicht auch ihre eigenen Problemchen haben. Weil, ganz ehrlich, wie wichtig kann mir das sein, Matt im Drachengame generiert zu haben, dass ich dann dafür da als Bärchen dahin fahre und mich dem ausliefere. Da muss dann auch bei sich selber irgendwas erwängen im Argen sein. So viel. Also, wie gesagt, die Sache mit der 18-Jährigen am Anfang von dem Video haben wir übersprungen. Wir gehen jetzt gleich ins erste Ding. Und da geht's wohl über Skyrim. Na, was machst du gerade so? Ich suche Mods raus. Ja, deine Mods, die haben dich alle verlassen, Rainer, weil du sie wie Scheiße behandelt hast. Aber ich glaube, den gibt es nicht. Was denn? Lass mich raten, um was für einen Mod es geht. Für einen? Vielleicht kenne ich den ja. Ich suche den Nude-Skill. Es war mir so klar. Es war mir so klar. Leute, ganz ehrlich, ich finde es auch lustig, wenn man, ich weiß nicht, ich glaube jetzt in den neuen Soul Calibur Teilen ist es nicht mehr so, aber ihr habt auf der PlayStation 3 Soul Calibur gespielt und dann, wenn man dann einfach merkt, so die haben da einfach die Möglichkeit eingebaut, so übertrieben unrealistisch große Brüste reinzumachen. Ja, ist mal fun. So. Aber ist jetzt nicht irgendwas, wo ich sagen müsste, boah, ich brauche dringend das, weil ansonsten kann ich nicht, ne? Also ohne das ist ne, ist mir Selbstbefleckung nimmer möglich oder macht mir das Spiel keinen Spaß oder sonst irgendwas. Aber ja, wir befinden uns wieder auf diesem Niveau. Aber den scheint es nicht mehr zu geben. Das Problem ist, in der Special Edition ist auch die Möglichkeit ein bisschen beschränkter. Ja, das ist aber in der Special Edition ist aber nicht das, ist aber nicht das Einzige, was beschränkt ist in der ganzen Nummer hier. Weil du mit der Special Edition nicht auf den Workshop zugreifen kannst. Leute, ihr müsst euch das jetzt mal vorstellen. Ich meine, wenn das wirklich ein krass wichtiger Mod wäre, wo du sagst, hey, der verbessert das Spielerlebnis aber mal sowas von, dann würde ich das verstehen. Aber der ist jetzt, anstatt dass er einfach das Game daddelt, weil es ihn bockt, stattdessen ist er jetzt stundenlang unterwegs
weil er nicht glauben kann, dass er diesen bekackten Nude-Mod nicht findet. Und weil es ihm ohne anscheinend keinen Spaß macht. Es ist doch an Erbärmlichkeit schon wieder nicht mehr zu übertreffen. Man kann auch vorher auf gewissen Internetseiten sich sein Selbstbefleckungsmaterial holen, sich erstmal darum kümmern und danach daddeln. Also es muss nicht immer alles im Leben irgendwo mit dem Thema drüber gepinselt werden. Das wird next. Ja, und da gehe ich nochmal. Ja. Ich nehme an, dass Ofi wahrscheinlich Ähnliches sagt. Schauen wir mal. Sind wir denn? Da sind wir wieder. Und hinein. Nicht verstimmt. Ich bin in den nächsten Tagen dann. Oh, er ist verstimmt. Aufpasse. Man hört's immer. Er redet undeutlicher, weil dann der Mund natürlich wieder auf subatomare Größe zusammenschrumpft. Bei meinen Kumpels. Habe die echt schon lange nicht mehr gesehen. Oder das habe ich irgendwo schon gehört. Es ist natürlich überhaupt, also wenn, auch das ist eine klassische Bärchenaussage, ne? Die Konversation schläft ein bisschen ein. Rainer hört auf, dumme Sachen zu sagen, weil ihn das langweilt. Da muss man seine Aufmerksamkeit wieder erregen und dann sagt man ihm halt, jo, ich fahre da zu irgendwelchen Dudes. Und in dem Moment hat sie bei Rainer das Kopfkino angeschaltet und denkt sich, oh nee, Alter, die fährt da hin und dann wird da gesoffen und dann werden da Dinge genommen und Dinge getan. Und sie ist sicher dann die Einzige und alle dürfen mal und weil in Rainers Kopf funktioniert das so. Ist das so. Automatisch. Wenn eine Frau mit irgendwelchen Dudes was unternimmt, wird genau das passieren. So sicher wie es Amen in der Kirche. Dass das halt im richtigen Leben auch möglich ist. Ganz zu schweigen davon, dass es natürlich diese Kumpels und diese Reise zu den Kumpels niemals gegeben hat. Weil es klassischer Bärchen-BS ist. Aber dass es halt das schon auch gibt, dass hier Frauen und Männer einfach zusammen abhängen können und befreundet sein, ohne dass es immer gleich Snoo bedeutet. Aber wir werden es jetzt sehen. Reini wird ein wenig eifersüchtig sein wahrscheinlich. Ich freue mich da total auf das Wiedersehen nach Jahren. Ich bin nicht begeistert davon. Ja, wer hätte jetzt damit gerechnet, Rainer? Ja, aber wer hätte jetzt du bist nicht begeistert, Rainer. Rainer, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Das ist allen scheißegal, ob du begeistert bist oder nicht. Es ist ihnen wurscht. Es ist mir wurscht, es ist meinen Zuhörern wurscht. Und dem Bärchen ist es auch wurscht. Im Gegenteil. Die hat dir das genau deswegen geschrieben. Da gehst noch dazu zu zwei Typen. Das sind nur Freunde. Du brauchst da nicht eifersüchtig sein. Wie jetzt? Du gehst trotzdem runter? Wie jetzt? Obwohl Rainer es dir verboten hat. Ja, also da schaue ich nochmal nach. Hier in den Gesetzen von 1800 dazu. Ne? Ja, das sind ja meine Kumpel, die ich seit Ewigkeiten kenne. Mhm. Ich hätte jetzt was gesagt und ich bin dein Freund. Du bist mein Freund? Versteh mich jetzt nicht falsch, ne? Er ist ihr Freund, oder? Ich weiß nicht, ob das vor oder nach dem Besuch bei ihm war. Aber in beiden Fällen ist ich bin dein Freund nicht die Aussage, die hier angebracht ist. Weil das ein Mensch ist, den er kaum kennt. Aber Rainer hat ja damals auch immer gesagt, ja freilich, die Freundinnen, die waren nie ausdenken, die hat er sich nicht ausgedacht, das waren halt irgendwelche Hater. Aber solange, ne, wie das dann so kommuniziert wurde, hat er ja Freundin gehabt. Ne, das zählt trotzdem. Nein, Rainer, das zählt nicht. Wenn ich das sage, aber wenn er in dir drin steckt, ja. Ich bin Single, du auch. Also gut. Wenn er drin steckt, dann würde ich sagen, kann man es nochmal versuchen. Versteh mich nicht falsch, aber ich mache es tatsächlich davon abhängig. Aber das, was vielleicht zwischen uns ist, hat doch nichts damit zu tun, dass ich meine Freunde besuche. Ist es echt? Hat er jetzt wirklich gesagt, hey, wir sind Single, beide gerade, ne?
Wahrscheinlich, weil er währenddessen noch mit dieser 18-Jährigen geschrieben hat. Aber wenn bei dir mit irgendjemand anders was läuft, bei mir ist das was anderes, aber wenn bei dir mit jemand anders was läuft, so, dann bist du praktisch für mich gestorben. Hat er das jetzt gerade kommuniziert? Ist das ein sympathisches Kerlchen, oder? Ist er schon. Ne? Also da will man ja richtig, da fragt man sich echt, warum der jetzt fast 35 und ungebomst ist. Wenn ihn ein anderer reinstecken darf, bevor ich ihn reinstecke, ne, dann hat sich das erledigt. Nur so als Zwischeninfo. Okay, jetzt hat er es nochmal bestätigt. Man kann. Man kann es sich nicht ausdenken. Richtig, Ofi, man kann es sich wirklich nicht ausdenken. Bei manchen Sachen kann man sich aber auch wirklich nicht ausdenken. Die Autoren, das sind übernatürliche Wesen auf jeden Fall. Also fast die höchsten Wesen, darf ich mal sagen. Wir hören da mal rein. Erstmal. Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich dir gesagt hatte. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich euch angelogen habe. Ist es so ein Ding? Ist es das gerade? Es ist jetzt so gewesen. Ich habe gestern Abend mit jemandem telefoniert und kurz darauf wurde dann die Scheibe eingeschlagen bei mir im Zimmer. In dem Bei jedem anderen Menschen würde ich fragen, mit wem hast du denn telefoniert? Wie kommst du darauf, dass das was so miteinander zu tun hat? Bei dir nicht, Rainer. Rainer, das sind einfach Dinge, die passieren bei dir. Wie hast du das so schön formuliert? Das ist halt mein Leben, Baby. Zimmer, in dem ich schlafe. Jetzt ist es auch so, dass ich Polizei angerufen habe. Die Polizei ermittelt jetzt. Ja, aber Rainer, ohne eingeschmissene Fensterscheiben kommt doch überhaupt kein richtiges Schanzenfeeling auf. Also so viel musst du doch. Also, ne? Da wollte jetzt vielleicht einfach dir jemand was Gutes tun, damit du dich wie zu Hause fühlst. Da hat sie gedacht, Mensch, der Rainer, ne, ist, also abgewrackt ist die Gegend schon genug, aber irgendwie sind da nur zu viele Fensterscheiben drin. Der fühlt sich da sicher nicht wohl. Jetzt schauen wir mal, dass wir ihm ein Habitat bieten, das so naturgetreu wie möglich ist, oder? Und das Hauptproblem ist jetzt, dass eben die Scheibe hier im Zimmer kaputt ist. Das Problem ist, wir sind jetzt eigentlich auch, es wäre in dem Zimmer, in dem wir uns treffen würden. Also, es ist ein ziemlich großes Risiko, wenn du herkommst. Deswegen überlasse ich die Entscheidung, ob du dich jetzt treffen willst oder nicht, überlasse ich jetzt dir. Leute, ist eigentlich ist erstens mal super, Rainer, dass du die Entscheidung, ob sie zu dir kommt, ihr überlässt und nicht einfach sagst, hey, du kommst. Ne? Lord Korea hat gesprochen. Sehr gnädig vom großen Lord. Aber Leute, wisst ihr eigentlich den aktuellen Stand? Ist die Scheibe immer noch rausgemeldet oder hat Uwe jetzt dann doch irgendwann Rainers Bürgergeldbarne gekriegt und dementsprechend dann auch einmal vielleicht ein bisschen was von dem Geld in die Hand genommen und eine neue Scheibe da reingemacht? Man weiß es nicht. Ich muss Furchi fragen. Furchi weiß sowas. Ich wäre noch bis Montag hier. Winklerischer Lügenräusperer. Wir wissen, er war auch nach dem Montag noch da. Und er ist immer noch da. Das ist wieder eine erbärmliche Geschichte von wegen, ja, ich bin ja eigentlich gar nicht dauerhaft hier. So, es kann jeden Tag vorbei sein. Glaubt ihm schon lange kein Mensch mehr, warum er diese Scharade immer noch versucht aufrechtzuerhalten. Man weiß es nicht. Aber der zieht ja die ganzen Sachen, der zieht die ja immer durch. Bis aufs Blut. Ne? Scheißegal, ob über Wasser lügt. Man kommt ihm relativ schnell auf die Schliche und Rainer behauptet einfach noch 3 Jahre später, nee, das war tatsächlich so, wie ich das damals gesagt habe. Wurscht. Ich habe einen Faden verloren. Egal. Schauen wir weiter. Und würde dann am Montag
Erst zum Jobcenter in Plauen und dann weiter nach Nürnberg fahren. Meine Überlegung wäre, War das der Ausflug, wo er dann, ne? So Bud Spencer-mäßig eins auf die 12 gekriegt hat? War das das? der folgende. Aber ich weiß nicht, ob das was für dich ist. Wenn du herkommst und du das willst, gehen wir zusammen am Montag mit dem Taxi, fahren wir nach Plauen, holen uns in Plauen dann gehe ich zum Jobcenter. Wir holen uns den, dann gehe ich zum Jobcenter, oder das hört sich... Alter, wenn du mich besuchen kommst, ich habe ein richtig geiles Programm aufgestellt. So, ich zeig dir alles, was man hier machen kann. Als erstes nehmen wir uns ein Taxi, das bezahlst bitte du, weil ich bin blank. Damit fahren wir dann zum Jobcenter, weil da kriege ich dann vielleicht Barne. Dann bin ich nicht mehr so blank, aber erst später, den Rest musst du trotzdem alles bezahlen. Alter, wir gehen zum Jobcenter. Was ist die nächste großartige Geschichte, die er mit dir unternehmen will? Seine Steuererklärung machen? Ach so, ne, stimmt. Rainer bezahlt ja keine Steuern. Hat er nie, wird er nie. Aber das ist auch die Bärchen-Red Flags hören einfach nicht auf. Weißt du, wenn keine Frau auf diesem Planeten würde sagen, ja klar, da gehen. Das erste, was der von mir will, ist, ich soll Zucker mitbringen. Und dann gehen wir erstmal auf ein romantisches Date zu zweit zum Jobcenter. Und da abends nimmt er bitte noch einen Schlafsack mit, kann kalt werden. Wir haben nämlich keine Scheibe im Zimmer. Da denkt sich doch jede Dame von Welt, denkt sich, da fahr hin. Da fahr hin. Das ist es mir wert. Nicht um viel Geld. Wenn du willst, kannst du dann mitgehen. Und ich bin dann für 4 bis 6 Wochen unterwegs. Klartext. Ja, wir wissen ja, ist Bullshit. Ne? Er denkt gerade noch, dass sie ein Bärchen ist. Also, dass sie ein Bärchen sein könnte. Er denkt, dass sie ein Bärchen ist, weil sonst hätte er sie gebannt. Sie könnte ein Bärchen sein, aber sie könnte aber auch 0,0001% Chance, dass sie vielleicht doch kein Bärchen ist und dass endlich die Axtwunde herhält. Aber es könnte sein, dass sie ein Bärchen ist, deswegen will er immer noch so ein bisschen 4D-Schach spielen. Also, wenn das geleakt wird, weil er glaubt, das wird ja alles instant sofort geleakt und dann denken die Hater, oh, jetzt ist er wieder ein paar Wochen nicht da und dann verlieren sie den Fokus auf Zobes und dabei ist er die ganze Zeit doch in Zobes gewesen. Da hat er uns wieder richtig vorgeführt, der Sondi aus Bad Windsheim. Also man merkt es, aber offensichtlich lülülü. Text jetzt. Und auch ganz ehrlich, Uwe schmeißt den nicht raus, scheißegal wie bisexuell er sein sollte. Oder behauptet, dass er ist, ne? Wissen wir ja. Uwe wird den im Leben nicht rausschmeißen, weil er praktisch, ne? Goldene Eier legt. Er kann da kann er einfach deutlich mehr Miete verlangen als für seine komische Monteurszimmer-Scheiße. Und bezahlen tut's der Steuerzahler. Ist doch alles einwandfrei. Ne? So ein Winkler da drin bringt dem richtig Barne hier in die Tasche. Deswegen sitzt der auch noch nicht draußen vor der Tür. Und deswegen hat ihm Uwe auch noch kein neues Fenster da reingeschraubt. Erstens, weil wahrscheinlich die Bürgergeldbarne jetzt erst langsam kommen und zweitens, weil sie denkt, warum sollte man Mühe geben? Wo will er denn hin? Wo soll er hin? Er ist hier gebunden. Ja, jemand anderen, der so blöd ist, den bei sich aufzunehmen, für die paar Mark, findet der im Leben nicht mehr. Der ist vollkommen wurscht. Der ist abhängig von mir. Fertig. Er ist die goldene Eier legt. Ich wohne beim Uwe. Ich habe dir das nicht gesagt, oder ich habe das abgestritten, weil ich halt auf Nummer sicher gehe. Ich hoffe, du bist mir deswegen nicht böse. So. Rainer, das ist ganz ehrlich, diese Lüge ist das harmloseste an Kommunikation, was ich bisher zwischen dir und dem Bärchen erlebt habe.
Rainer, für sowas wird sich entschuldigt. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich dir vorgelogen habe, ich würde nicht mehr in Zobis wohnen. Aber für den ganzen anderen Scheiß entschuldigst du dich nicht. Ja? Erstmal hier, ne, kommst her und dann den Uwe und ich dich erstmal double taggen mitten in der Taverne und sowas. Dafür wird sich nicht entschuldigt, aber für, ja, ich habe vielleicht behauptet, ich würde nimmer beim Uwe wohnen, aber ich wohne da schon immer noch. Dafür wird sich entschuldigt. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Der moralische Kompass bei dir, der dreht sich auch einfach bloß, ne? Er weiß nicht, wo er hin zeigen soll. Sache ist auf jeden Fall die, ich wohne beim Uwe und der Uwe möchte jetzt, dass ich gehe. Erst einmal nicht dauerhaft, aber vermutlich wird es relativ schnell dauerhaft. Deswegen ist jetzt meine Gedanken jetzt sind jetzt die folgenden. Ich überlege, ob es irgendwie machbar ist, dass wir beide zusammen äh, erst nach Plauen gehen und dann weiter nach und dann, wenn wir dann beim Jobcenter waren, wenn du da mit willst, natürlich nur. Anschließend gehen wir nach Nürnberg und könnten uns in Nürnberg mal umschauen, ob wir eine Wohnung finden für uns beide. Willst du mich komplett verarschen eigentlich? Ich fasse zusammen die Kommunikation bisher. Ibims, der Drache, komm bitte zu mir ins ostdeutsche Hinterland, wo sich Fuchs und Haas gute Nacht sagen. Aber nur, wenn es Snoo gibt. Und vielleicht mein Vermieter auch nur mitmachen darf. Weil dem ist der rechte Arm vom Hochheben immer so müde, dass er nicht mehr masturbieren kann. Und danach kennen wir schön eine Runde in meinem Zimmer, wo kein Fenster drin ist. Und am nächsten Tag fahren wir dann gemütlich nach Plauen zum Jobcenter, weil ich muss da noch ein Barne betteln. Und weil ich hier was vielleicht nimmer so lange bleiben kann und keinen Knopf Geld in der Tasche habe, könnten wir dann bitte danach nur nach Nürnberg fahren, damit wir uns gemeinsam eine Wohnung suchen. Im Übrigen Rainer, so heißt sie. Es ist jetzt erst die zweite Woche, die wir uns kennen. Bist du bescheuert? Es ist, wie? Wie kommt man auf solche Gedankengänge? Also selbst wenn sie kein Bärchen wäre, wird sie doch spätestens dann wirklich schreiend die Flucht ergreifen. Wir gehen zum Jobcenter, danach fahren wir mal nach Nürnberg und dann suchen wir uns schön eine Wohnung, wir zwei Turteltäubchen, die wir seit ganzen 2 Wochen Kontakt haben. Ich glaube, mir fällt ein Ei aus der Hose. Der Gedankengang ist der folgende, dass wenn du hier bist, dass wir uns umschauen, ob wir überhaupt eine Wohnung finden oder mehrere Wohnungen, die wir dann vielleicht im Laufe der nächsten Woche besichtigen können. Für 1 oder 2 Nächte kriege ich auf jeden Fall, also für 2, 3 Nächte kann ich mir auch ein Hotel leisten, notfalls. Das kommt darauf an, wie hoch die Preise sind. Dann würde ich uns da ein Hotel buchen. Ja, Rainer, da die vielleicht eher auch wieder in Richtung Pension schauen. Das ist nämlich dann günstiger. Also wenn es wirklich drauf ankommt. Aber come on, Rainer. Ey. Hitch, der Date-Doktor war gestern. Let's fucking go. Rainer, der Date-Doktor. Dann können wir uns da umgucken, falls du das natürlich weiterhin möchtest. Bislang haben wir ja noch nicht darüber gesprochen, ob wir es jetzt wirklich umsetzen wollen oder nicht. Nee, weil bisher hat sie bloß über Snoo gesprochen, den sie entweder mit dir oder mit irgendwelchen anderen Dudes haben oder nicht haben soll. Und darüber, dass du nur zum Jobcenter musst und über die böse Haters und dass keine Fensterscheiben mehr hast. Aber dann gehen wir mal aufs flachere Themen. Das ist ja schon viel zu deep. Dann behandeln wir doch erst einmal die Frage, ob wir zusammenziehen jetzt direkt im Anschluss an deinen ersten Besuch. Eine Bekannte von mir hat mich allerdings darüber informiert, dass wenn wir sowas machen wollen würden, sollten wir definitiv
Dann sollten wir es definitiv so machen, dass wir nicht als Pärchen da einziehen, sondern wir sollten das, welchem Abend ist das, sondern wir sollten das wirklich so machen, ähm, dass wir da quasi als WG-Partner einziehen. Siehst du mich komplett verarscht? Was? Okay. Die Geschichte geht weiter. Nicht nur, dass wir dann nach meinem tollen Jobcenter-Besuch uns direkt eine Wohnung in Etzertler-Nürnberg suchen, sondern wir lügen dann auch noch um unseres Beziehungsstatuses, um das Amt zu bescheißen. Ja, geil, Rainer. Ganz ehrlich, wenn du irgendwo eine Frau findest, die da drauf anspringt, dann vielleicht am Frankfurter Hauptbahnhof, Digga. Es ist... Oh, meine Fresse. Warte, ich mache jetzt kurz Pause. Okay, da sind wir wieder. Ich bin gespannt, wie weit ich diesen Limerick noch weitermachen kann. Ey, es wird praktisch von Ausschnitt zu Ausschnitt wird's utopischer. Ich würde es halt auch so machen. Knutschen, fummeln, Fingern, Händchen halten und so weiter in der Öffentlichkeit halt überhaupt nicht. Wenn wir im Hotel sind, Ja. Rainer, in der Öffentlichkeit nicht die Eude zu fingern, würde ich auch so machen. Weil das Erregung öffentlichen Ärgernisses ist. Du kannst nicht einfach, wie stellst du dir das vor, dass du in Nürnberg dann irgendwie schön im Biergarten reinhockst? Ne? Dann bestellst du zuerst einmal eine halbe und währenddessen wandert die Hand bei ihr in die Hose rein und wenn die Kellnerin kommt und fragt, ja, da, ja? Und dann holst du ihn raus und rest dann mal kurz am Finger, bevor du den ersten Schluck nimmst oder was? Ja, natürlich ist es in der Öffentlichkeit tabu. In jeder Öffentlichkeit, in jeder Gesellschaft, die es gibt, außer in deiner Kommune der Freiheit, die dir den kompletten totgewichsten Ogerstübchen zusammengerendert hast. können wir dann gerne natürlich alles machen, aber halt in der Öffentlichkeit halt nicht. Das Problem ist halt, die werden das trotzdem als Pärchen uns identifizieren, wenn die uns rumlaufen sehen. Das ist das Problem daran. Ja, no shit, Rainer. Die können dann auch da Leute hinschicken, die checken, wie ihr da wohnt. Das passiert dann auch, aber die kriegen den Verdacht nicht, weil sie euch einen Privatdetektiv auf den Hals hetzen, der schaut, ob du ihrer in der Öffentlichkeit mit der Hand in der Hose umeinander spulst. Du hageldommer Knallkopf. Wie man das von der Ding her organisiert, kann ich dir Von der echt nicht Ding? sagen. Aber Zeug. das wäre so auf jeden Fall mal der grundlegende Plan für mich oder die grundlegende Idee. Rainer, der Plan ist absolut lückenlos und wird hundertprozentig funktionieren. Einwandfrei. 3 Fleißpunkte und ein Marienkäferaufkleber auf deine Mappe. Fingern in der Öffentlichkeit? Ja, ja, Ofi, du hast richtig gehört. Das hat er gesagt. Hat er gesagt gehabt. Wieso hat er eigentlich nicht seine Hand in meiner Hose? Unglaublich, diese Gedankengänge, wirklich. Ja, die genaue Planung würde ich übernehmen, wenn du hier bist. Klassiker. Klassiker, wir haben das bei der Ford Ranger Staffel gesehen und wir haben das jetzt hier mit seiner Kommunenidee gesehen. Die genaue Planung wird dann übernommen, wenn es soweit ist. Und dann steht man da mit dem roten Schwanz in der Hand und sagt, ja, daher kann er mit rechnen können, dass das tatsächlich passiert. MPU, selbes Thema. Ja, das plane ich dann, wenn es soweit ist. Ja, Herr Winkler, Sie haben nicht der gleichen tun, wir kriegen jetzt Ihren Führerschein. Ja, aber ich habe jetzt noch gar nicht planen können. Ja. Gezwickt. Der Lappen. Ich hoffe, dass das klappt, dass du morgen herkommst. Ich bin bloß bis Montag hier. Das heißt, wenn du jetzt morgen oder Samstag nicht hier bist, wird der Plan wahrscheinlich nicht aufgehen. Wäre es dann wichtig, dass du dann spätestens am Samstag hier bist,
Weil ich würde schon gerne auch schauen, dass wir miteinander gut klarkommen, bevor wir das Ganze umsetzen. Ne, das ist eine gute Idee, Rainer. Das ist eine gute Idee. Also Samstag sollte schon da sein, damit ihr dann wenigstens so 1,5 bis 2 Tage habt, bevor ihr euch eine gemeinsame Wohnung sucht. Man will ja nichts überstürzen, gell? Man will sich ja schon erst einmal kennenlernen. Das- Ah, köstlich. Wir bestimmt auch, denke ich, erst dann mal sehen wollen, ob wir überhaupt funktionieren zusammen. Und Das merkst du gewiss an so einem Wochenende. Ne? Aber dann kannst du Nägel mit Köpfen machen, auf jeden Fall. dann, ja, wichtig an der Sache ist auf jeden Fall, wenn wir planen, dass wir, Dass sie Barren mitbringt und dir das Amt bescheißen können. Wir haben schon mitgekriegt. wichtig an der Sache, wenn wir planen, ist auf jeden Fall, dass wir schauen, dass wir Dinge hinkriegen. Dass wir im Hintergrund noch Cookie-Clicker spielen, wenn wir es machen. Ja? Wichtige Ding an der Sache ist, dass wir, also, das Wichtige wäre schon, dass wir, im Hintergrund Cookie-Clicker spielen, während wir diesen Masterplan ausbrüten, der 100%ig funktioniert. Dass wir wirklich eine Wohnung als WG mieten, als Zweimann-WG, wo jeder sein eigenes Zimmer sozusagen hat, weil es auch vom Jobcenter her besser ist. Ja, 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 ja. Oh, das ist ein relativ. Komm, den hören wir uns jetzt an. der Reini weiß schon genau, wie er das vorhat. Schön das Zimmer beim Arbeitsamt melden und dann auf Kosten des Bärchens leben, die halt für die Wohnung sorgt. Schön, wie du dir das vorgestellt hast, Reini. Leider wird daraus nichts werden, mein Lieber. Ja, leider, Ufi. Leider, ganz ehrlich, wirklich unironisch, leider wird daraus nichts werden. Wie geil wäre das? Also, was für einen neuen Drive würde das ins Game bringen, wenn Rainer tatsächlich so eine Gehirnamputierte finden würde, die das mit ihm macht? Die dann hier seine Snoo-Snoo-Partnerin ist, aber insgeheim haben sie nur eine WG und dann gibt es da irgendwo eine neue Schanze, wo sie als WG wohnen, zu zweit. Und einer von beiden ist dümmer wie der andere. Und dann gibt es wieder neue Besuchervideos und Pilgerfahrten und du kannst da praktisch Glück haben oder weniger Glück, je nachdem, wen du gerade antriffst bei deiner Besucherfahrt, bei deinem Pilgerweg zur neuen Schanze. Und warst du auch bei der neuen Schanze? Ja, ich war aber leider Gottes an einem Mullentag da. Da war der Digge nicht am Start. Ah, ich war am Tag, wo der Digge da war, dort. Richtig eskaliert und getanzt hat er. Ey, liebe Autoren, es ist jetzt nicht zu weit hergeholt bei der ganzen Scheiße, die wir die letzten Jahre schon miterlebt haben. Also, let's go, oder? Ja. Bis das abfuckt. Hat Uwe wirklich gesagt, du musst jetzt zumindest temporär gehen? Ja. Naja, man kann es ihm nicht verübeln. Nee, das kann man eben tatsächlich. Also, man kann Uwe wirklich vieles verübeln. Offensichtlich. Aber das ist, glaube ich, wirklich. Ich glaube, das ist wirklich das Einzige, was man Uwe nicht verübeln kann, ist, dass er ihn raushaben will. Ja. Eine kurze Frage. Du laut beim Sex? Ja. Wow. Aber ist ja jetzt gut, wenn das, dieses Thema von wegen, Uwe schmeißt dich raus und du bist bald obdachlos und ihr fahrt gemeinsam zum Jobcenter und danach darfst du dich aushalten und sowas, ist ja jetzt auch rum. Hat man jetzt irgendwie eine halbe Stunde drüber geredet, passt ja alles, Zukunftsplanung abgehakt. Dann reden wir darüber, ob sie laut ist. Ja, weil wir natürlich überlegen müssen, wie wir das machen. Ich habe das Fenster jetzt schon mal so weit abgeklebt, aber es ist jetzt halt nicht schalldicht, ne? Naja, Ja, let's go. Also, eine Mülltüte davor kleben ist nicht schalldicht. Quelle Surprise. mal gucken. Kann auch sein, dass ich beim Uwe gar nicht mehr reinkomme. Wenn die jetzt in der Woche so einen Scheiß abziehen, könnte ich mir gut vorstellen, dass es am Wochenende Vielleicht darf der Uwe mal bei dir rein. noch schlimmer wird. Ziemlich früh.
8:30 Uhr ist der Termin. Ich würde spätestens um 7:30 Uhr gerne los, also eine Stunde früher. Aber wenn der Uwe bei ihm rein darf, der denkt sich auch die ganze Zeit fürs Vaterland, fürs Vaterland, fürs Vaterland. Vielleicht auch eine halbe Stunde früher. Ich sage schon dafür, dass du früh einschläfst. Wir fahren mit dem Taxi dann nach Plauen und mit dem Zug dann nach Nürnberg und in Nürnberg hoffentlich dann direkt ins Hotel. Ja, Rainer, der Zug fährt nicht direkt ins Hotel. Das ist, ne? Doof. Und ja, je nachdem, wie wir es hinkriegen mit den Terminen. Im Übrigen, hier habe ich nichts gesagt, weil das mache ich selber. Dieses ne, ihr kennt es, ich kenne es. Es tut mir leid. Ich versuche es zu minimieren. Old habits die hard. Aber war kein Nö am Ende, dann dementsprechend wird es nicht parodiert. Auf der anderen Seite freue dich auf Nürnberg. Wenn wir in das Hotel gehen, in das ich gehen möchte, dann haben wir dann. Ihr merkt den Unterschied. Wir haben es jetzt direkt hintereinander gehabt. Aber hey, das Hotel, in das er gehen will, das wird sicher ganz toll sein. Es wird hundertprozentig ganz toll sein, weil sie wird es bezahlen. Eine riesige Dusche, wo wir, wenn du möchtest, zusammen duschen könnten. Ja, na, lieber nicht, Rainer. Ich kann da gleich sagen, die Dusche kann gar nicht groß genug sein, dass das Bärchen sich da mit dir zusammen reintrauen würde. Ganz zu schweigen davon, Rainer, für fitte Menschen ist Snoozen unter der Dusche ist meiner Meinung nach vollkommen overrated und gefährlich. Und einfach gemeinsam duschen, wenn die Dusche nicht wirklich riesig ist super nervig, auch weil man sich einfach permanent den Weg umgeht. Diese Vorstellung, ne, vom wilden Snooze nur in der Dusche ist Arsch. Ist einfach Arsch. Leute, geht's alleine duschen und dann gibt's Snooze hinterher, wenn beide geduscht und sauber sind, oder? Jetzt könnte ich dich ja erstmal schön lecken. Und dann könnte ich in dir reinstecken. Ja, und Rainer, wenn du mal versuchst, sie dann unter der Dusche zu lecken, dann wird es wahrscheinlich mit dem Kiefer und dem ganzen Fett außenrum. Ich glaube, dann wirst du wahrscheinlich absaufen. Ne? Wenn die Dusche läuft. Ich würde es auf jeden Fall so machen, wenn du herkommst. Unterhalten wir uns erst einmal. Ja, das wär Anfang, Rainer. Ganz ehrlich. Aber ich meine, das Lecken-Thema muss vorher abgehakt sein, weil also wenn das nicht vorher geklärt ist, dann brauchen wir uns auch gar nicht erst unterhalten. Es wäre dann Zeitverschwendung. Zeit hat der Rainer überhaupt keine. Also der ist ein schwer beschäftigter Mann. Alles, was er tut, ist harte Arbeit. Mullen irgendwie belästigen und dazu zu bringen, mit ihm ins Jobcenter zu fahren, damit sie sich danach in Nürnberg von ihm irgendwie belästigen lassen können. Das ist harte Arbeit. Und mal was läuft. Kuscheln ein bisschen. Vögeln vielleicht auch. Mal gucken, wie es läuft, wie du möchtest. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das am besten regeln. Müssen wir mal sehen, wie wir das am besten umsetzen können. Und am Montag fahren wir dann zum Jobcenter. Dann kann ich mit denen reden. Vielleicht kriege ich von denen sogar noch ein bisschen Geld, wenn ich denen die Situation erkläre. Ja. Genau so funktioniert das. Du gehst ins Jobcenter und sagst, oh Leute, ich brauche dringend Barne von euch. Ja, finden Sie hier mal den Antrag aus. Ja, das wird jetzt geprüft und dann kriegen Sie Bescheid. Ja, aber ich brauche jetzt Geld. Kannst du mir nicht irgendwie 200-300 Euro auf die Hand geben? Ich habe hier die alle draußen und wenn ich die heute Abend nicht ins Hotel bringe, in der Pension, in der ihr das Zimmer habt, da weht es beim Fenster rein, weil keine Scheibe mehr drin ist. Ne? Außerdem ist der Vermieter irgendwie von fragwürdiger Gesinnung. Das ist definitiv kein Dosenöffner. Ich muss die schon in irgendein Hotel bringen. Jetzt gib mir 200-300 Euro, damit ich die alte verräumen kann. Du Schwein. Ich kann mal spaßeshalber gerade gucken, was das Hotel, wo ich hin will, für nächste Woche kostet. Würde für 2 Tage 161 Euro kosten.
Macht euch das bitte noch 161, aber für 2 Tage für 2 Personen, oder? Also 2 Personen pro Tag 80 Euro. Ja, für Hotel, je nachdem, ne? schon so geil sein, dass wir uns im Hotelzimmer dann vergnügen können. Ja, das ist ein Hotel. 180 sogar. 188 wird das kosten für 2 Tage. Wie jetzt innerhalb kürzester Zeit von 161 auf 180 auf 188 gegangen ist. Ich glaube, er wollte ja das einfach bloß irgendwie, ne, so stufenweise erklären. Weil natürlich, wenn er am Montag in der Früh nicht, ne, aus der Schublade von dem Typen im Jobcenter ein paar 100 Euro auf die Hand kriegt, damit er hier in den Snusnu-Palast einziehen kann mit seiner Mulle, dann bleibt das natürlich an ihr kleben. Ja? Aber, come on. Hier, Hotel in Nürnberg, 180 Euro, Fahrt dahin und mit dem Taxi und hin und her, 200 Euro, mit einem großen Drachen im Hotel sein, unbezahlbar. Es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Für alles andere gibt es Ogercard. Digga, was ist los mit dir? Das wäre dann bis Mittwoch. Wenn wir das andere nehmen, wir 164. Ach nee, 210 im Ganzen. Und in dem Hotel, selbst wenn wir gefunden werden, ja, dann wird das tatsächlich billiger. Selbst wenn wir in dem Hotel gefunden Wenn ihr da gefunden werdet, wird es billiger. Für alle anderen Gäste. Ja, okay, keine Ahnung, der Oger ist jetzt da. Es wird wahrscheinlich irgendwie Pizza hierhin bestellt und die Feuerwehr und so. Deswegen Sonderpreis. Solange der bei uns einkehrt, kriegt jeder 10% Rabatt. Oder man schmeißt natürlich einfach wieder raus. Das wäre natürlich die logischere und einfachere Variante von der ganzen. werden würden, wäre das egal, weil die kennen mich schon. Und die wissen, wie die Situation ist. Die Situation. Im Notfall könnt ihr auch immer noch Reinis altes Habitat entweder am Zarenstein in Anspruch nehmen. Hier seine ganzen Alki-Freunde von damals, die sind sicher richtig geil drauf, dass er mal wieder aufschlägt und Frischfleisch mitbringt. Ihr könnt es aber auch noch einen kurzen Turn nach Neustadt an der Aisch machen. Da gibt es eine ganz bequeme Bank in der Nähe von der Pinea. Auf der kann man dann auch die Nacht verbringen, ohne dass man von Hatern belästigt wird, weil die Polizei gleich um die Ecke ist. Aber Zahnstein ist schon Premium, weil da kannst du nämlich spät abends dann auch noch in den Bahnhof reinmetteln und dann noch irgendeine Wurstsemme holen. Für ihn, die du bezahlst. Und ich darf trotzdem da kommen, solange ich mich da vernünftig verhalte. Solange man also nicht beim Sex die ganze Etage zusammenschreien, sollte das kein Problem sein. Ja, ich glaube auch nicht, dass das Problem ist, Rainer. Also das wird, wenn du da irgendwann mal Hausverbot kriegst, also nicht falls, sondern wenn, also an dem Tag, an dem es passieren wird, wird es nicht deswegen sein, Rainer. Es wird einen anderen Grund haben und auch die Hater werden wahrscheinlich nicht schuld dran sein. Es wird wahrscheinlich sein, dass irgendwann einmal auch die schlecht bezahlteste Putzkraft auf diesem Planeten dann irgendwo zu ihrem Chef hingeht und sagt, nein, um keinen Preis der Welt putze ich nochmal dieses Zimmer, nachdem dieser Assi da drin war. Weil der den Unterschied zwischen Handtuch und Klopapier nicht kennt. Ich weiß nicht, ich Schwein. Ich würde dich schon gerne zum Schwein kriegen. Was hatte ich dann? Ja, Rainer, das kann man jetzt unterschiedlich interpretieren, ne? Ich meine, die Leute, die vor Leatherface davon gelaufen sind in Texas Chainsaw Massacre, die haben auch geschrien. Noch gesagt, ich werde dich so unglaublich niederknutschen. Mhm. Habe ich auch schon mal gefragt. Bist du sehr eng eigentlich? Ja. Fragt mal da mal so. Das muss natürlich vorher alles, du willst ja nicht die Katze im Sack kaufen, oder? Ja, das wäre, also stell dir mal vor, du bist fast 35 Jahre alt, immer noch ungebomst, die ganze Welt hasst dich,
du machst es immer lang, weil du eine Vierteltonne wiegst. Und dann kommt tatsächlich irgendwie eine an, die es nur so mit dir haben will und dann ist die nicht eng genug. Weil der Dödel zu klein ist. Und dann war alles für den Arsch. Also das wäre das Drama ohnehin. Ganz ehrlich, das wäre das Schlimmste, was in der Situation passieren könnte, oder? Ob du einen Schuss nicht gehört hast, habe ich gefragt. Schwede. Aber es ist hier scheißegal, welche Farbe die Bärchen haben. Erdbärchen, Blaubärchen, vollkommen wurscht. Es geht immer nur um, ja, wie eng ist sie denn jetzt eigentlich? Ach, dieses Einatmen von Ofi, das war schon sehr vielsagend. Ja? Schon sehr, sehr vielsagend. Wo sind wir denn da? Ja, was soll man dazu noch wirklich sagen? Ja, was zum Fix soll man dazu noch reden? Ich sag jede Menge dazu, aber es fällt mir auch nimmer leicht langsam. Es ist das Krasse an der Grenze der Vorstellungskraft, auch des fantasievollsten Aiders, oder? Was sollst du jetzt dazu noch sagen? Da fragt man sich danach einfach nur, woran hat er gelegen? Ja, woran hat er gelegen? Da fragt man sich dran. Wie bitte? Was? Oder man fragt sich, wenn man das Bärchen ist, dem die Frage gestellt wurde, dann fragt man sich zurecht, wie bitte? Wie bitte? Warum? Und auch da ist wieder klarer, das Wie bitte von ihr ist halt sicher auch einfach als Hater-Sprecher hier rausgerutscht. Brauchst mir nicht erzählen. Wie bitte? Jetzt schauen wir mal, wie er da die Kurve wieder kriegt. Weil ich manchmal ein bisschen Probleme habe, weil meiner manchmal ein bisschen zu dick ist. Nee, weil er eher ein bisschen zu klein und zu dünn ist. Leider. Weil du manchmal Probleme hast, dass, ne? Meine Lache von Ufi war klasse und ansteckend. Let's go. Aber wie gesagt, ich überspringe die Sachen von Ufi, weil wenn ihr die Ufi-Sachen sehen wollt, schaut euch Ufi an. Ne? Sehr, 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 sehr nett formuliert. Wenn du hier wärst, ich würde dich jetzt so unter die Decke ziehen und abkuscheln. Ja, und mein Abkuscheln. Körper ist auch immer kochend. Ja, abkuscheln, Alter. Das ist ein Wort. Heiß, also so. Ja, und Rainer, dein Körper ist deswegen kochend heiß, weil du permanent extrem erhöhte Entzündungswerte hast aufgrund der offenen Füße, die aufgrund des Wassers und des unbehandelten Diabetes nicht anständig verheilen und sich permanent entzünden. Deswegen ist dein Körper ultra heiß, weil du einfach permanent Infektionen in diesem Körper hast. Weil er praktisch ein wandelnder Leichnam ist. Würde neben mir sofort bauen. Liegt Ja. möglicherweise an einer Sepsis, an den infektiösen Beinen. Wenn Ja, sie ja, Opi. Daran wird es wohl liegen, da sind wir uns einig. nämlich entzündet sind, dann wird man dort auch ein starkes Wärmegefühl entwickeln. Nur so als kleiner Tipp, Reini, damit du rechtzeitig zum Arzt gehst und das nicht als Lust definierst. Wenn du hier wärst, würde ich dir noch einen schönen Nachtisch geben. Dann möchte ich mir aber auch meinen Nachtisch gönnen. So eine schöne 6-9er-Stellung zum Morgen ist doch auch interessant. Man sagt 69er, oder? Ich habe noch nie jemanden gehört, der da 6-9er dazu gesagt hat. Eine schöne 6-9er-Stellung finde ich zum Morgen ist doch auch eine geile Idee. Wer Nee, also ganz ehrlich, wie stellt er sich das vor? Also auch wenn die Mulle wirklich sehr, sehr sportlich und gelenkig ist und überdurchschnittlich groß für eine Mulle, ja im Leben nicht, oder? Die müsste sich, also eher oben geht sowieso nicht, weil dann muss er einen Cleaner kommen lassen. Aber wenn sie oben ist, die muss ja praktisch einfach lang genug sein, dass ihr Lustende
Und dann muss das noch über den Berg drüber und dann muss sie noch stark genug sein, die Fettschürzen auseinanderzuziehen und dann noch nicht in Ohnmacht fallen von dem Geruch und den Shrimp finden. Naja, come on. Come on. Rainer, nimm 100 Kilo ab, dann wird es vielleicht was. Vielleicht. Auf der Vierteltonne im Leben nicht. Rainer, die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, liegt ungefähr so hoch dafür, wie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Typ im Jobcenter in Blauen nur ein paar 100 Euro fürs Hotel gibt, damit du die wegflanken kannst. Nein, einfach nein, Rainer. Aber wir sind jetzt auch am Ende von diesem wunderbaren League angekommen, der hat mir bisher am meisten Freude bereitet, ganz ehrlich. Da habe ich köstlich gelacht. Und es waren weniger so Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, Bullen anrufen, ne? In diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Rainer tut und bettelt nicht im Jobcenter für Hotels zum Wegflanken von irgendwelchen Mullen, die ihr nicht kennt, damit ihr die danach irgendwie nicht heiraten könnt, damit ihr noch als WG zählt, ums Amt weiter zu bescheißen, Leute. Einfach nicht machen. Einfach nicht machen. Medal off.